Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Wir haben heute folgende 2 Beiträge für euch in der Sendung. Jodeln, Bauern und Mami sein. Und der FC Thun steht vor einer grossen Herausforderung. Motivierten Nachwuchs zu finden für Vereinsämtli ist nicht immer einfach. Auch die Jodlerclubs kennen das Problem. Eine, die dem entgegenwirken will, ist Cecile Berger. Sie ist Präsidentin der Bergfreunde Thun und erzählt im Video, wie sie nebst dem Mami-Sein und dem Bauern diese Herausforderung meistert. Ich bin Präsidentin des Jodler Doppelquartett Bergfreunde Thun. Und ich mache das eigentlich auch so ein bisschen aus der Überzeugung, weil ich finde, wir Jungen sollten sicher auch für das einstehen, was wir gerne machen. Aber nicht nur dafür einstehen, sondern auch helfen, am Karren schreissen und ja, auch vorausgehen, wenn es es braucht. Und mit dem ganzen Club dann als Team zusammenarbeiten. Als Präsidentin bei den Bergfreunden konnte ich sicher schon ein bisschen erreichen, dass man vielleicht ein paar Sachen weniger engstirnig anschaut, ein bisschen offener ist für ja, auch die Meinungen oder die Inputs von uns Jüngeren, dass man vielleicht etwas, was man jetzt 100 Jahre so gemacht hat, mal anders probieren könnte. Das heisst nicht, dass es dann besser ist, aber dass sie sich vielleicht mal darauf einlassen. Und durch das haben wir, glaube ich, auch schon viel Lustiges zusammen erleben und auch schon manchmal vielleicht auch müssen sagen, das war jetzt gleich für nichts. Ich mache das alles für mich. Das Singen, das Jodeln gibt mir sehr, sehr viel. Und um die herum sein, wenn sie beim Arbeiten haben, aber auch auf dem Hof, gibt mir auch viel. Und jetzt natürlich die Tochter, die mich natürlich auch noch neu erfüllt. Ich wohne auf dem Bauernhof. Dort ist aber sicher auch immer mit Arbeiten verbunden. Wir bilden Lernende ausbilden. Dann bin ich Mutter geworden im Januar. Jodle noch in einem zweiten Jodlerclub und auch noch im Duett. Also ich bin eigentlich rund um die Uhr dran. Und ich habe jetzt auch wieder ein bisschen arbeiten im Tierspital als Tierarztgehilfin. So ein bisschen die grösste Herausforderung, für alles unter einen Hut zu bringen und sicher nichts zu vergessen, ist alles gut aufschreiben, notieren, dass ich dann auch bei Zeiten dort bin, wo ich sollte und nicht vielleicht schon dort, wo ich morgen erst sein sollte. Aber dann kommt das eigentlich, geht alles gut nebeneinander durch. Ich hoffe mir für die Zukunft, für mich, dass ich noch lange alles machen darf, was ich früher dran habe, Zeit so finden und das alles unter den Hut bringen. Von Eckiwil gehen wir jetzt auf Thun, besser gesagt ins Visana-Stadion. Dort ist sich der FC Thun auf ein wichtiges Spiel am Vorbereiten. Heute Abend spielen sie nämlich ihr erstes Qualifikationsspiel für die Champions League und das gegen Dynamo Zagreb. Wie sich der FC Thun auf das Spiel gegen den kroatischen Meister vorbereitet und was der neue Trainer, der Gianluca Privitelli, positiv stimmt für diese Begegnung, hat er gestern nach dem Training den Kollegen von Keystone SDA erzählt. Hey, das Traumdebüt. Wer hat das gedacht noch vor 5-6 Wochen? Hätte ich das ja nie gedacht, dass ich so ein Spiel darf coachen, darf mitcoachen. Und ja, ich weiss, dass man so Momente geniessen sollte. Und das wäre das Ziel für morgen. Das Gefühl ist Vorfreude, ja, super Staff im Hintergrund oder nicht im Hintergrund, mit mir im Vordergrund und eine Mannschaft, die jeden Tag besser werden will, die eine tolle Energie hat nach der vergangenen Saison. Nein, im Moment nur Vorfreude, aber ich kann dann vielleicht morgen sagen, wie ich geschlafen habe. Das Spiel findet heute Abend am 8. Uhr in Thun statt und wir werden auf jeden Fall davon berichten. Somit sind wir schon wieder am Schluss von unserem heutigen Panorama.
Wie immer findet ihr weitere Infos zu allen Artikeln und Beiträgen auf plattformj.ch oder bei uns in der App. Wie es mit dem Wetter weitergeht, das wissen Kolleginnen und Kollegen von Meteo News. Merci vielmals fürs Zuschauen und einen schönen Abend. Ade miteinander. Schön schauen Sie das Wetter auf der Plattform J am Dienstagabend, am 21. Juli. Einen recht sonnigen Tag haben wir heute gehabt, mit zum Teil ein bisschen mehr Quellwolken über den Bergen. Grundsätzlich ist das Hochdruckgebiet über dem Atlantik für unser Wetter verantwortlich. Das wird auch bis am Freitag noch so bleiben. Die Luft also mehrheitlich trocken. Entsprechend sieht das auch für die nächsten 2-3 Tage weiterhin sonnig aus. Wir starten am Morgen am Mittwoch mit viel Sonne in den neuen Tag hinein. Wolken hat praktisch keine, also ungestörter Sonnenaufgang am Mittwochmorgen. Das bei aber eher ein bisschen frischen Temperaturen von etwa 12 Grad. Aber es geht dann gleich auf mit den Temperaturen, weil die Sonne scheint den ganzen Tag, es hat höchstens wenige Schleier oder Quellwolken rum. Ein schöner Tag zum draussen etwas unternehmen, sehr ein schöner Tag auch zum in die Berge gehen, Wanderungen machen, Bergtouren machen. Es ist stabil am Mittwoch, es gibt kein Gewitter, also überall trocken, sonnig und sommerlich warm am Nachmittag mit 27 bis 28 Grad. Am Donnerstag und Freitag geht es dann auch recht sonnig weiter mit sommerlichen bis hochsommerlichen Temperaturen. Auch hier bleibt es gewitterfrei. Am Wochenende allerdings dann unbeständiger. Im Laufe des Samstags kommt es gewittern, zum Teil auch kräftig. Temperaturen vorher bis zu 30 Grad. Der Sonntag unbeständig, zeitweise auch nass. Zum Wochenstart gibt es dann langsam wieder eine Wetterbesserung. Aber es ist ein bisschen weniger heiß oder warm als am Samstag. Das war ein Wetterupdate. Danke vielmals fürs Zuschauen und einen schönen Dienstagabend.